Die haben einen anderen Dialekt, gell? Und ich war jetzt so mit dem Zürich-Deutsch. Ja, und alle würden mich so anschauen. Ja. Hey, wieso? Bist du halt eine krasse Zürcherin? Ja, krasse Zürcherin. Das ist SRF Kids Inside. Da siehst du das Leben von Kindern aus der Schweiz. Und wir treffen sie dort, wo sie sich treffen. In ihrem Verein. Diesmal sind wir beim Frauenfußballclub Südost in Wittigen, Zürich. Mit der Alina, die mal Profi werden will. Mit der Anna, die in einem Studentenheim wohnt und gleich wegzügeln muss. Und mit der Uma, mit ihr gehen wir heute an einen Alpabzug. Alle treffen sich regelmässig in ihrem Verein. Vorne im Mittelfeld, Yara halb links, Uma halb rechts. Alina, bleib vorne und schau auf den Ball und tu niemand macht Pressing. Probiert ihr einfach tiefe Pass geben. Also für mich ist das Aufwärmen vor dem Match eine sehr wichtige Rolle, weil du kannst noch mal ein bisschen runterfahren und vielleicht noch mal kurz auf dich konzentrieren, bevor es dann losgeht. Ich glaube, ich würde abliefern. Noch kurz, haben ja alle Skibeinschoner an. Viel Spaß, go! Also nehmen wir nach Südost Zürich! Ja, auf! Wieder zurück jetzt! Es läuft einfach besser, auch mit dem Zusammenspielen. Und ich kann mich auch irgendwie besser konzentrieren. Da gilt es halt ernst. Entweder gewinnst oder du verlierst. Jetzt! Jawohl! Sehr schön! Alina, gut so! Super, sehr gut. Ich gehe so mäßig mit Kritik um. Wenn es etwas Härteres ist, dann macht es mich schon hassig. Oder? Ich denke einfach sehr lange darüber nach. Aber wenn es so ein Tipp ist oder einfach so, was ich besser machen könnte, dann nehme ich das sehr, sehr gut an. Die von außen können ja besser meine Fehler sehen als ich. Ja, so kann ich mich halt auch verbessern. Ganz wichtig. Ihr habt jetzt Spass gehabt, habt euch ein bisschen nass machen, das tut gut. Kommt jetzt ein bisschen oben runter, tun euch wieder fokussieren. Ruhig, ruhig, Alina. Hä? Hast du Zeit? Mach sie doch! Ich muss einen strengen Trainer haben, der muss mich wie an meine Grenzen schieben, damit ich weiss, okay, ich muss das halt, um eine Profispielerin zu sein. Sehr schön! Mach sie! Oh, super! 4-0 zu 0 zu 0. Anna macht sich Sorgen. Sie zügelt gleich weg, vielleicht auf Schaffhausen. Es ist mega neu angefangen. Alles wäre neu. Alles. Die haben einen anderen Dialekt, gell? Die haben im Kanton einen anderen Dialekt und ich war jetzt so mit dem Zürich-Deutsch. Ja, und alle würden mich so anschauen. Ja. Hey, wieso? Bist du halt eine krasse Zürcherin? Ja, krasse Zürcherin. Ich habe das vor circa einem Jahr, eineinhalb, habe ich das auch machen. Es ist ein Haus verkauft worden und ich musste von meiner Straße wegziehen, wo ich halt mein Leben lang gelebt habe, geboren bin. Meine beste Freundin gerade neben mir hatte. Ich hatte einen Mental Breakdown. Ich habe tagelang nur gekühlt. Im Nachhinein bin ich mega froh, dass ich dass wir eine Wohnung gefunden haben. Eigentlich auch mega nahe noch, so von meiner Kollegin. Also ich bin 8 Minuten mit dem Bus. Es ist eine mega schöne Wohnung. Und es ist mega zentral und es ist... Die haben so viel bei euch, die ihr machen könnt, wo ihr posten könnt. Ja, das stimmt schon. Die Schule hast du auch nicht? Ja, bei dir ist es jetzt mal anders. Du wirst in einem anderen Kanton. Du kannst doch auch nicht in der Stadt bleiben, aber trotzdem. Ja, anderer Kanton. Nicht alles neu. Die Schule wäre sicher neu. Ich könnte da nicht ankommen. Nein. Der Club wäre auch neu. Alles so neu. Ich will nicht in den Club dort.
Wieso? Aber du kannst theoretisch kannst du immer noch bleiben. Theoretisch. Du müsstest halt einfach jedes Training mit dem Zug kommen. Ja, und mit dem Zug musst du länger eine Stunde fahren. Nein, sicher nicht. Das sind 40 Minuten. Wir sagen dir es jeden Tag bis morgen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Samstag und sogar amix am Samstag auf den Sonntag. Also es ist wirklich, ja. Also Kontakt hätten wir halt zuerst schon noch, oder? Ja. Ja, aber es ist immer anders, wie du dir vorstellst. Ich hatte auch mega viele Freundinnen an der Straße halt. Und ich habe immer das Gefühl, ja, wir sind schon in Kontakt. Wir sind in Kontakt, aber viel weniger. Wirklich. Aber ja. Alles wieder. Ja. Alice, Zoe, Lila, Anna, könnt ihr Goal holen? Ich bin mega froh, dass ich mit dem Hobby angefangen habe, weil es macht mir auch wirklich mega Spass und ich freue mich jedes Mal, auf dem Rasen zu stehen. Ich will mega gerne Lehrerin werden. Ja, und vielleicht eben jetzt noch die nächsten Jahre halt am Fußball bleiben und vielleicht lange jetzt ja mal ein bisschen höher rauf und vielleicht auch nicht, aber da habe ich jetzt nicht so hohe Ziele. Ich sage immer, der tiefe Pass, das ist sehr wichtig zum Lernen. Gib und laufen! Genau so! Meine Eltern wir kommen beide aus Glarnerland und mein Vater hat mega viele Kollegen dort und da gehen wir so an so wichtige Events wie zum Beispiel Landsgemeinde oder so, wo dort hinten halt sehr wichtig ist, gehen wir auch hinterher. Und dort hinten sind wir jetzt, die Schwanden im Kanton Glarus. Heute ist Alpabzug. Alpabzug ist ein Fest in einem Dorf, wo auch sehr viele Leute ankommen und wo sich auch sehr viele kennen. Und sie begrüßen wie wieder die Kühe begrüßen, dass sie wieder im Tal sind. Und das tun sie nicht einfach so normal runterbringen, sondern sie schmücken mit Blumen, Leder und auch riesigen Glocken. Und dann laufen sie da so eine Route runter und dann auf dieser Route sind oft auch Menschen, die klatschen und winken und Videos machen. Und genau. Ich muss sagen, ich finde den Schmuck und so, den die Kühe haben, mega cool. Das ist etwas anderes als sonst immer. Aber ich muss auch ehrlich sein, ich habe mega Respekt vor Kühen. Sehr, so bei so Wanderungen. Wenn wir so durch Kühengebiete laufen müssen, ich bin immer die am meisten Schiss hat. Ich finde es auf eine gewisse Art spannend zu sehen, wie die Leute alle zusammenkommen und sich halt alle kennen. Aber ich glaube, es wäre jetzt eher nicht etwas für mich. Ich bin lieber in der Stadt und dass mich vielleicht halt nicht gerade alle Leute kennen. Ja. Was sagst du zu dieser Musik? Nicht mein Geschmack. Aber es ist natürlich schon, ich kenne es ein bisschen da und es ist auch also vertraut. Bis zu einem gewissen Punkt. Ja, du bist ganz anders aufgewachsen als ich. Also, es fängt an mit «Zuhause» musste ich viel mithelfen, auch viel mitarbeiten, weil es gar nicht gegangen wäre ohne. Und du kann eigentlich über ihre Freizeit verfügen, geht in die Schule, hat viele Hobbys, hat extrem viele Möglichkeiten, um Verschiedenes zu machen als Hobby. Und ein paar Ämter hast du ja trotzdem, oder? Also ich bin eher die lieber einmal an der Bahnhofstrasse irgendetwas macht, als in den Wald geht. Aber ich bin auch sonst gerne, also im Winter finde ich es mega schön, auch im Wald und so. Skifahren. Also für mich ist definitiv Stadt, Heimat, für mich. Ich weiß nicht. Für mich ich bin immer hin und her gerissen. Für mich ist das Glarnerland sehr fest meine Heimat und ich fühle mich da so geerdet und wohl und glücklich. Aber Zürich ist für mich, ich bin jetzt 27 Jahre in Zürich und das ist auch Heimat. Aber für mich ist schon schön, ist du mal so daheim in Zürich. Ja. Also der Alpabzug war jetzt sehr interessant, aber so im Allgemeinen könnte ich mir definitiv nicht vorstellen, hier zu leben. Und jetzt lernst du noch jemand Neues kennen, die Julia.
Da außen wohnen unsere 4 Meersäule. Ich finde es cool, Meersäule zu haben, weil ich habe mir halt immer ein Haustier gewünscht. Also einmal in der Woche muss ich bei der Meersäule misten. Meistens machen es eigentlich ich und mein Vater amig. Und ja, vieles ist halt auch so gebaut. Also den haben wir gekauft und der hat so ein Gibbeldach gehabt. Haben wir da so ein richtiges Dach hergemacht. Dann, also so nicht richtig, aber so wie es jetzt ist. Dann die Brücke haben wir gebaut. Eigentlich das haben wir gebaut da. Unten haben wir alles so selber gebaut. Es ist fast ein Jahr gegangen oder so. Und dann sind wir sie dann kaufen. Ja. Also ich würde mich schon als sehr aktiv beschreiben. Weil ich nach dem Match oder so, nach dem Skifahren, keine Ahnung, mache ich so nicht viel, aber eigentlich meistens bin ich irgendetwas am machen. Das nächste Mal, die Julia geht neu ins Gymi und das hat ihr das Leben auf den Kopf gestellt. Es ist schon nicht so cool, wenn ich halt draussen die anderen höre, wie sie draussen rumschreien und so, dann ist es schon ein bisschen so, warum muss ich das jetzt machen? Das und noch mehr bei SRF Kids Inside.